Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Leute. Ich hoffe, euch ist ganz gut. Ich hoffe, alles ist fit und munter. Mir geht's sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgedreht, ich bin ein bisschen müde, weil, hebt euch schnell fest, schnell irgendetwas, wenn ihr gerade im Zug sind, irgendeine Stange heben. Ich habe ja Ferien. Ich bin heute am fucking 6 Uhr aufgestanden. Am 6 Uhr. Und ich habe eigentlich nicht mal so einen Grund, wo so, weißt du, so, ja, wir gehen in die Ferien oder keine Ahnung, ich kann jetzt einen wichtigen Dreh oder whatever. Ich bin Sport machen. Ich bin ins Bodyforming, das am 8 Uhr anfängt. Könnt ihr schnell jetzt in die Kommentare schreiben, ich bin fucking stolz auf dich. Das ist insane. Also es gibt schon Menschen, die den Podcast hören und sagen, ja, Nasenwasser, das mache ich jeden Tag. So früh aufstehen, in der Ferien und Sport machen. Ich nicht, aber ich mit der Nina heute Sport machen. Ich war so absolut kaputt gewesen, weil ich bin vorgestern schon ins Bodyforming. Also ich sehe, ich bin da richtig, es klingt eigentlich gerade so, als wäre ich voll sportlich, aber actually nicht. Ich habe ja Anfang von dem Jahr habe ich immer mit dem Can zusammen, jeden Monat haben wir eine Challenge gesetzt. So, Januar ist zum Beispiel, haben wir vegan gemacht, das sind wir ja jetzt am durchziehen, lustig. Im Februar haben wir gesagt, kein Süßgetränk mehr und 10'000 Schritte am Tag. Was haben wir im März gemacht? Bro, ich weiss gar nicht mehr. Ich glaube, wir wollten eigentlich Schlaf machen. Früh schlafen. Ist ja auch egal. Wir haben auf jeden Fall nie mehr wirklich etwas durchgekommen. Wir haben jetzt im August gesagt, okay, August wird unser Monat, wo wir wieder so ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen aktiver sind. Weil no joke, der Juli war wirklich gottlos gewesen. Ich weiss auch nicht, aber also, ich bin wie jeden Tag hat ich angefühlt wie jeder andere. Es ist wie so, keine Ahnung, einfach rumgelegen oder einfach absolut schlimme Ernährung, schlimm, aber also wie, kann man ja auch mal machen, ist ja scheißegal eigentlich, juckt uns gar nicht. Aber ich merke so, ich komme wieder dann nicht mehr so in den Schwung, um dann auch wieder in den Alltag reinkommen, um auch mal etwas zu machen. Also mir fällt in so einem Moment, wo ich dann schon so voll am Chillen bin, fällt es mir viel schwerer, um dann mal Tasks zu machen, die ich machen muss. Und man muss halt, also es wird immer Tasks geben, die man machen muss. Sowohl Rechnungen zahlen, als Haushalt machen, als, keine Ahnung, so, ich kann es mir jetzt blöd gesagt auch nicht leisten. Also ja, doch, ich kann es mir schon leisten, aber so, wie ich kann jetzt auch nicht einen Monat nichts posten, so. Es ist wie, ich merke so, mir fällt es viel schwerer, so, wenn ich sonst am Chillen bin. Ich kann das eigentlich nicht so gern. Ich habe lieber, das sind jetzt voll toxisch eigentlich, ich habe es lieber, wenn ich im Stress bin, aber nicht in dem Stress von Zeitstress, sondern in dem Stress von, es ist ganz viel los. So, ich habe das irgendwie lieber, da merke ich, habe ich schon so ein bisschen eine extrovertierte Ader. So, ich habe lieber, wenn eine ganze Woche lang voll durchgeplant ist, wie dort am Abend läuft da etwas, da läuft da etwas, dort ist das und so. Und dann halt Schule hast, dann hast du das eh schon. Und irgendwie, wenn du halt wie so lange Ferien hast, dann passiert es schnell mal, dass man wie so eben in den Chiller-Modus kommt. Und eben, zu einem gewissen Grad finde ich das mega gut. Also brauche ich das auch so, um einfach mal komplett runterfahren so, für das sind die Ferien auch da. Und auf der anderen Seite fuckt es mich dann wie so ein bisschen ab, weil ich eben gerne eigentlich die Ferien auch nutzen will, um mal können das machen, wo ich sonst vielleicht, während ich Schule habe, keine Zeit habe. Genau, darum irgendwie bin ich auch die letzten Wochen immer so ein bisschen am zum Beispiel auch so Podcast-Prokrastinieren gewesen. Also auch der kommt jetzt schon wieder zu spät online. Und das ist so blöd, weil eben, es ist Ferien. Eigentlich müsste man sich ja denken, Bro, du hast jetzt eine ganze Woche lang Zeit, um den aufzunehmen und du schaffst es trotzdem nicht. Und während du Schule hast und noch, keine Ahnung, das und das und das neben der Schule hast, dann geht's. So, ja, also ich merke irgendwie voll, wenn mein Stein im Rollen ist, dann ist es für mich viel einfacher, um irgendetwas zu machen, weil er schon im Rollen ist. Und zumal, wenn er checken meine Anekdote, wenn der Stein halt am nicht rollen ist, am Stehen bleiben, dann braucht es viel mehr Kraft, zum ins Rollen zu bringen. Das war meine Anekdote gewesen. Aber was haben wir so zu erzählen? Wir haben ein paar Sachen zu erzählen. Ich habe euch ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber ich muss ganz kurz, bevor wir mit allen Sachen schnell, die ich euch erzählen will, anfangen. Ich habe... Oh mein Gott! Ich glaube, ihr freut euch richtig fest, um das zu hören. Weil ich habe ja ein altes Tagebuch und ich habe jetzt schon 2 Podcast-Folgen gemacht, wo ich von dem vorgelesen habe, von meiner ersten Beziehung, obwohl das kannst du nicht mal Beziehungen nennen, also es waren wirklich so Kindheitsbeziehungen, aber es war mega herzig und ich habe auch noch mega weirde Sachen dort hineingeschrieben. Bin ein bisschen bad gewesen,
Aber ich habe die Podcast-Folge komplett gefühlt. Und ich bin jetzt daheim mit meinen Eltern und ich habe das gefunden. Boom! Das ist mein Tagebuch von meinem ersten richtigen Freund. Meine erste richtige Beziehung. Das war meine 2-jährige Beziehung von 13 bis 15. Und ich würde es auch als meine erste richtige Beziehung bezeichnen, auch wenn ich so jung war. Und ich habe nur vorher gerade so ein bisschen durchgeblättert, um mich vorbereiten auf die Podcast-Folge und um zu schauen, dass ich jetzt nicht irgendwie etwas vorlese, was ich nicht vorlesen darf. Aber es wird lustig, es wird spicy, es wird auch ultra cute. Ich glaube, ich werde mich wieder reinversetzen. Ich werde mich wahrscheinlich nach dieser Podcast-Folge mit meinem Ex-Freund, wie sagt man, shippen. Shippen, sagt man so? Das klingt ultra weird. What the fuck. Aber ja, vielleicht gibt es dann, also es ist actually ein längeres Tagebuch. Ich glaube, ich habe es nicht bis zum Schluss gefüllt, aber wirklich fast. Ich weiß gar nicht, wie weit ich geschrieben habe. Ob der bittere Schluss von unserer Beziehung auch noch drin ist. Aber es ist auf jeden Fall funny. Und das ist jetzt auch schon lange her. Also ich habe zum Beispiel zu meinem alten Tagebuch habe ich damals eine Podcast-Folge, ein YouTube-Video gemacht, wenn ich das vorlese, weil es halt damals schon so lange her war, also wie ich ein Kind war. Und ich habe immer gewusst, so, das Tagebuch existiert auch noch, aber ich habe mich nie getraut, ein YouTube-Video zu machen, weil ich irgendwie so dachte, boah, mega unangenehm, wenn er dann das sieht und keine Ahnung, also weil ich habe mit 16 mit YouTube angefangen, dort ist das wie noch nicht so weit weg gewesen. So, ich bin mit 15 haben wir uns getrennt und ein Jahr später, wow, das ist voll krass eigentlich, ein Jahr später habe ich mit YouTube angefangen und eben, also es ist einfach noch jetzt näher gewesen. Mittlerweile, wie lange ist das her? Ich bin jetzt fucking 24, so, es ist auf jeden Fall 9 Jahre. Wow, 9 Jahre! Oh mein Gott, das ist jetzt so alt. What the fuck? Wir wären jetzt 11 Jahre zusammen. Wenn das gehabt hätte, wären wir jetzt 11 Jahre zusammen. Das ist crazy. Aber sind wir nicht. Und darum schaue ich eigentlich auf das zurück. Es ist cute. Ich finde es herzig. Ja, und ich bin gespannt. Und es ist mittlerweile auch egal, wenn ich die Podcast-Folge hören. Grüße gehen raus, weil ich möchte eigentlich gar nicht schlecht über ihn reden. Ich finde, es war eine mega schöne Beziehung. Ich habe die mega positiv in Erinnerung. Und darum freue ich mich eigentlich, um das mit euch auch anzuschauen. Weil das sind so die ersten Momente, wo ich so wirklich so, oh mein Gott, der erste Kuss. Und einfach so die Aufgeregtheitsmomente. Und ich liebe das wirklich so an meinen alten Tagebüchern, wenn ihr wirklich jetzt in dieser Phase sind, wo ihr so genau so einen Moment haben, dann schreibt Tagebuch. So von diesen Knistermomenten, von so flirty Moments. Einfach von diesen magischen Momenten, wo du jemanden kennenlernst. Weil, also wie, ich habe zum Beispiel auch ich habe Tagebücher geschrieben, wo ich den Can kennengelernt habe. Und ich lese das auch einfach so gerne durch, weil wenn du halt irgendwann so in einer Beziehung bist, seit ein paar Jahren, wir sind jetzt 6,5 Jahre zusammen, dann hast du das ja obviously nicht mehr. Also wie, wir kennen uns so in- und auswendig. Ich habe nicht mehr das knisternde Gefühl in dem Sinn. Das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint. Aber wie, du bist am Anfang einfach so das Aufgeregte und oh mein Gott, er hat mich so lange angeschaut und oh mein Gott, wir haben uns umarmt und einfach so all das. Ja, und darum, ich freue mich voll auf das Tagebuch, um das zu lesen. Da muss ich ihm gerade sagen, ich habe heute mit der Nina darüber geredet, also ich weiß auch nicht. Also wenn ich jetzt wieder Single wäre, dann wäre ich voll überfordert, glaube ich, weil ich habe das Gefühl, so in meinem Alter mittlerweile gibt es das doch gar nicht mehr. Dass man so, eben so, oh mein Gott, man schreibt mega lange, ich dachte, okay, das vielleicht schon, aber so das, oh mein Gott, wir haben das lange umarmt. Sondern ich habe das Gefühl, also korrigiert mich, alle Singles in meinem Alter, ungefähr, plus minus, korrigiert mich, wie ist Single-Leben so in meinem Alter? Das ist dann wirklich so, ich bin schon so lange in einer Beziehung, ich habe keine Ahnung, wie Single ist. Nein, aber irgendwie auch schon ein bisschen so. Ich bin das letzte Mal mit 17 Single gewesen, und das war auch noch eine andere Zeit gewesen, und ich bin halt dort noch nicht... Ich bin eine Jungfrau gewesen, so. Ich habe irgendwie so das Gefühl, in meinem Alter ist es so, du lernst jemanden kennen und du gehst halt mega schnell miteinander ins Bett. Je nachdem. Und irgendwie, ich weiss nicht, ich fände das, wenn ich jetzt wieder Single wäre, bräuchte ich, also ist doch das ganze, oh mein Gott, ist das, und einfach so die ganzen knisternden Momente sind doch so, oh, ich bin mehr Fan von denen. Oder ich finde es auch ultra geil, also so geil, ja, je nachdem, wenn du so einen besten Kollegen hast und es ist offiziell der beste Kollege, aber es ist immer so ein bisschen flirty und irgendwie, keine Ahnung, also es hat einfach noch niemand ausgesprochen, dass es eigentlich so ein bisschen, dass beide interessiert sind und eigentlich beide so ein bisschen Gefühl haben, dass, ja, fühle ich komplett, also eben nur, wenn es beidseitig ist, das ist mega ass, aber
ja, ich bin auf jeden Fall glücklich in der Beziehung, falls ihr das jetzt gerade hinterfragt habt. Ich finde es einfach mega herzig, zum das Ganze zurückzuschauen. Und ich habe halt auch wirklich Sachen eingeklebt, von Liebesbriefli bis, oh mein Gott, ja, ich will eigentlich gar nicht spoilern, ich habe auch seine Haare eingeklebt. Also ich bin obsessed mit dem Typ, okay? Es wird ganz weird. Es wird nicht nur herzig, es wird auch weird. So, ich habe auch Sachen eingeklebt, die er drauf gebissen hat. Und, also nein, ja, ich bin wirklich fett obsessed mit dem sich. Aber ja, ich glaube, ich mache noch ganz schnell so eine kurze Update-Runde. Das Wichtigste, Leute, schaut mal schnell in den Hintergrund, das ist vielleicht ein bisschen überblendet. Ich weiß gar nicht, weil der Siech ist weiss. Ich sage die ganze Zeit Siech. Der Hase ist da hinten. Seht ihr ihn? Schnell alle Videokamera anschalten. Hase! Weil wo der Sedi, also mein Bruder Cedric, in der Podcast-Folge letzte Woche war, ist er mega schnell wieder abgehauen. Und das da hinten ist eigentlich voll sein Spot. Er chillt mega oft da hinten. Ich habe jetzt extra die Kamera so eingestellt, dass er die ganze Zeit da hinten chillt. Das ist so cute! Und ich möchte es alle auch noch ein bisschen geniessen, weil heute Abend bringen wir ihn wieder heim zu der Family. Ja, und ich hoffe, er kommt dann irgendwann wieder mal daher. Eben, es ist jetzt halt, ich habe jetzt in der letzten Podcast-Folge mit meinem Bruder schon so ein bisschen angesprochen. Vor 2 Wochen war es jetzt, wo er daher kam, ist es halt wirklich mega schlimm gewesen. Weil ich wirklich gemeint habe, wir müssen ihn jetzt einschläfern lassen. Einschläfern lassen. Was ist wieder los mit mir heute, Leute? Einschläfern lassen. Und ja, und das ist wirklich, also, das war ein richtig heavy Tag gewesen. Und darum ist es jetzt immer so schön, dass es dem gut geht. Also wir haben ihn wirklich wieder richtig aufgepäppelt. Der hat wieder gefressen, er hat richtig gefressen, er hat vorher gar nicht gegessen. Das ist immer das schlimmste Zeichen bei Hasen. Weil das habe ich im Fall gar nicht gewusst, jetzt kann ich schon etwas lernen. So zum Beispiel, wenn wir Menschen nichts essen, dann ist ja wie, also klar, nach irgendwann schwierig so und sterben wir dann auch. Aber wir könnten jetzt, blöd gesagt, 2 Wochen ohne Essen auskommen. Oder vielleicht sogar länger. Ich weiss gar nicht, wie lange kann man ohne Essen auskommen? Einen Monat? Nein. Keine Ahnung, schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Auf jeden Fall, bei Hasen ist es so, die müssen eigentlich dauernd essen. Weil durch das, was sie essen, wird das andere Essen, das im Magen ist, in den Darm geschoben. Und also wie, das funktioniert nicht von selber, sondern das muss wie immer nachgeschoben werden. Und wenn halt Hasen nicht essen, dann bleibt es im Magen. Und dann gärt das irgendwann und dann haben die so einen Blähbauch. Und ja, dann sterben sie halt an dem so. Also darum ist es mega wichtig, dass Hasen die ganze Zeit essen. Und wenn Hasen nicht essen, dann muss man die entweder zwangsfüttern oder sonst gibt es eigentlich keine andere Lösung. Voll. Darum ich bin sehr, sehr happy, dass er wieder richtig schön ist. Dann hat er richtig gut gegessen, wirklich hat reingehauen. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, er hat wieder recht zugenommen. Ja, darum somit alles gut. Eben das Einzige, was wirklich mühsam ist, dass er nicht mehr stubenrein ist. Und das ist so viel Arbeit. Also ich habe es auch noch mal unterschätzt. Einfach weil, also eigentlich sind Hasen stubenrein, eben er ist jetzt schon recht alt. Das macht es dann einfach noch ein bisschen schwieriger. Weil ich weiss gar nicht wieso, ob er einfach dement ist oder ob er es wie nicht mehr schafft. Wir haben es nicht herausgefunden. Wir haben wirklich ein paar Sachen probiert. Ich habe jetzt auch immer, wenn er aufs WC gegangen ist oder ich ihn so ein bisschen aufs WC, also wenn ich ihn aufs WC tue, so es ist wie so eine Box, dann tut er immer schön reinbisseln. Dann geht's. Also, und dann tue ich ihn auch immer belohnen mit irgendwie einem Gute oder so, damit er das positiv speichern kann. Aber eben, pisst er gleich dann einfach am Boden. So, ja, wie so die Scheisse ist eigentlich egal, weil die ist meistens so trocken und ich habe blöd gesagt von Hand so, das sind so kleine Böhnchen. Aber Pissen ist halt einfach mega ass und er hat die ganze Zeit unter dem Johnson Schreibtisch gepisst. Ja, aber sonst wirklich bin ich mega, mega happy, dass es ihm wieder gut geht und dass er wieder ein süßer Hase ist. Ja, wirklich, also ich habe es mega, mega wichtig. Also für mich persönlich, mir hat es mega viel geholfen, jetzt einfach noch so 2,5 Wochen können mit ihm verbringen und einfach so wie, ich weiß auch nicht, also wie, jetzt habe ich ihn mal haben. Und ich glaube jetzt zwar wirklich nicht gerade, dass es so weit ist, ja, er ist gerade angelegen, dass es so weit ist, dass er jetzt dann die nächste Zeit stirbt. I don't know. Aber ich glaube, jetzt könnte ich ich habe wie so 2,5 Wochen gehabt, mich jetzt keiner verabschieden. Weil vorher wäre es für mich so aus dem Nichts gekommen und so schnell gekommen und so, I don't know. Also ja, darum ich bin wirklich sehr, sehr froh und dankbar, wie es jetzt gekommen ist. Genau. Und ganz wichtig, ich sage das schon wieder viel zu spät, Leute. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge auch erst am Schluss gesagt, aber es ist wirklich wichtig, jetzt schnell die Ohren spitzen. Das geht um Leben und Tod. Nein, es geht wirklich um eine ganz wichtige Sache. Ich bin nominiert bei der Swiss Podcast, bei der Swiss Influencer Awards, in der Kategorie Entertainment. Und ich brauche jede einzelne Stimme von euch. Auch wenn du gerade einfach nur
das ist, wenn das gerade die erste Podcast-Folge ist, die du jemals von mir hörst, ich bin übrigens Nati und ich mach Social Media so. Ich würde mich wirklich richtig, richtig freuen. Schicken Sie eure Klassenchats, schicken Sie eure Familienchats, laufen auf die Straße und macht Plakat und ich wünsche mir das. Das war mein Appell gerade jetzt an euch, dass jeder einzelne von euch abstimmen geht. Ich würde mich wirklich richtig, richtig freuen. Vor allem es ist so, 30% ist Community und 70% ist von, von der Jury und es sind so ein paar Juryleute. Das heisst, meine einzige Möglichkeit, wo ich irgendwie Input haben kann, oder eigentlich ihr, sind so die 30%, wo ich Einfluss darauf habe. Und darum ich gebe 120%, dass ich dort möglichst viel machen kann. Also, darum machen wir das jetzt ganz schnell zusammen. Wir gehen jetzt alle zusammen auf Google, Safari, whatever. Und dann geben wir dort ein swissinfluence.ch. Sind wir schon so weit? Sonst könnt ihr schnell Stopp drücken. Ich finde es toll, dass wir das so gemeinsam machen. Das ist fast ein bisschen romantisch. Dann geht ihr oben rechts auf die 2 Striche und nachher Award. So. Und jetzt steht «Jetzt voten» unten. Da könnt ihr draufdrücken, nachher «Los geht's». Und dann seht ihr unten verschiedene Kategorien. Food, Travel und dann kommt schon Entertainment. Das ist meine Kategorie. Dann könnt ihr alles andere ignorieren. Und ich bin auf dem 4. Da, Nati-Style, seht ihr mich? Das bin ich. Und dann müsst ihr draufdrücken und dann müsst ihr Votes abgeben und dann müsst ihr euren Vor- und Nachnamen reinschreiben und dann müsst ihr eure E-Mail-Adresse reinschreiben. Das ist fucking kompliziert, ich weiß nicht, was ihr das so gemacht hat, wahrscheinlich damit es keine Bots gibt. Und dann, ganz wichtig, müsst ihr, wenn ihr das alles gemacht habt und abgegeben habt, dann müsst ihr auf eure E-Mail gehen und dort bestätigen drücken, weil sonst zählt es nicht. Und ich habe das Gefühl, das habe ich nicht mal gecheckt. Ich habe für mich selber gewotet und dann so 2 Tage später gesehen, so, man muss bei der E-Mail bestätigen, sonst ist es nicht gültig. Von dem her, falls ihr das noch nicht gemacht habt, unbedingt in der E-Mail noch bestätigen. Macht es mit allen E-Mail-Adressen, die ihr habt. Ich freue mich wirklich ganz, ganz fest. Es hat gerade richtig erbärmlich so auf dem Boden am Kriechen tönt, aber es wäre wirklich geil. Vor allem Entertainment wäre fucking geil. Genau. Dann, ich muss euch unbedingt noch ein Update geben wegen Ed Sheeran. Ich bin euch das schuldig. Ich habe ja die letzten Tage so ein bisschen darüber geredet. Die letzte Podcast-Folge. Alter, mein Kopf ist wieder am schlapp sein. Und zwar, hat es jetzt doch nicht stattgefunden. Das ist eigentlich auch schon alles. Also ich bin ans Konzert gegangen. Ich wäre ja schon gegangen, weil ich schon Tickets hatte. Aber ich habe ja auch so erzählt von, oh mein Gott, vielleicht kann ich ihn dann treffen und so. Aber das ist jetzt, hat jetzt doch nicht geklappt. Einfach weil... Also von ihnen aus, jetzt nicht persönlich, sondern wieso sie haben es, es geht halt immer über 12 Ecken und die Person, mit der mir Kontakt hat, einfach so geschrieben, hey, sie haben sich jetzt doch für etwas anderes entschieden, so mäßig. Von dem her, we stay tuned, vielleicht gibt es in Zukunft mal ein Meetup mit Mary, wäre geil, aber das Konzert war wirklich sehr nice gewesen, also wirklich richtig, richtig geil, komplett geil, also wirklich... Ich glaube, ich habe noch nie auf einem Konzert gekühlt. Und ich habe gekühlt wie ein Schlosshund. Weißt du, nicht so, dass Tränen laufen, aber sondern so, dass ich schaue im Can seine Schulter und bin so, wirklich so. Ich weiß gar nicht wieso, ich hatte immer meine Tage gehabt, aber ich bin irgendwie einfach richtig emotional gewesen. Gerade weil auch alle mitgesungen haben, irgendwie, es hat sich so richtig verbunden angefühlt, auch wenn es ein paar Karens geht, Alter. Da ein Dude wirklich, weißt du, wir sind jetzt wirklich nicht irgendwie weit vorgedrängelt oder so, aber du willst ja wie nicht ganz hinstehen, du gehst ja doch automatisch ein bisschen vorne. I don't know, oder bin ich jetzt komplett... Also weißt du, logisch gehst du nicht in die vorderste Reihe, das finde ich mega assi, aber so ganz bisschen, weißt du, jetzt nicht gerade, dass man mit den Stegen klebt. So. Und nachher ist auch irgendein Mann ist so dort und sagt so uns, also wenn die jetzt da stehen bleiben, oder irgendwie so etwas, was hat er gesagt? So, also ich will jetzt schon nicht da stehen bleiben, oder? Und der Can und ich schauen das einfach so sind wir auch weitergegangen und so, aber... Ja, wo wir nachher gestanden sind, war es sehr cute. Es hat so ein altes Bärli gehabt. Das war so cute. Wir sind halt, Can und ich sind die ganze Zeit am Pfeifen gewesen. Und so die Frau schaut die ganze Zeit zurück und so, ja, Pfeifen, ich kann das nicht. Das so herzig. Ja, das war sehr cute gewesen. Dann, auch ein mega grosses Update. Wieso, dass wir den Hasi überhaupt da heimbringen. Ich gehe morgen spontan in die Ferien. So richtig spontan. Wir haben gestern gebucht. Weil es ist jetzt wirklich so, eigentlich haben wir ja einen Plan gehabt in dieser Zeit, jetzt, in den letzten 2 Wochen, dass wir dann in die Ferien gehen. Und meine Eltern haben aber gesagt, sie gehen dann schon in die Ferien und haben gefragt, ob ich mit der Gaschi hüten könnte. Und wir so, okay, dann gehen wir halt im September in die Ferien und dann den Gaschi hüten. Und wir haben halt extra wegen der Ferien alle anderen Pläne sonst rundum geplant. Das heisst, wir haben eigentlich die letzten 2 Wochen nichts gehabt. Kein Plan, keine Kooperationen, gar nichts. Jetzt ist es halt das Achievement-Konzert, aber die Tickets haben wir ja später gekauft. Also das ist eigentlich
Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, auch 2,5 Wochen war einfach mal gar nichts gewesen. Und es war auch scheiß Wetter gewesen. Also es ist einfach nichts gelaufen. Und eben, ich habe ja vorher in der Podcast-Folge schon erzählt, eben, wie es so das Ding war von jeden Tag das Gleiche und auch so spät ins Bett gehen und spät aufstehen und nichts vom Tag haben und nichts machen. Mal ab und zu spazieren, aber sonst die ganze Zeit die Heimhocken am Handy sein. Also ich habe wirklich so nichts erlebt. Und eben auf der einen Seite ist es geil, zu runterfahren, zu chillen, zu eine Serie schauen und all das Zeug. Eben auf der anderen Seite, ich mag irgendwann nicht mehr. Also wirklich, vor allem wenn du die ganze Zeit Storys siehst von allen, wie sie in der Ferien sind, so von meinen Eltern, wie sie gerade irgendwo auf einer fucking Kreuzfahrt sind, von meiner Schwester, die auch gerade irgendwo in der Ferien ist, von meinem Bruder, der ja eben letzte Podcast-Folge schon erzählt hat von seiner Ferien. Und ich bin wirklich so, oh mein Gott, ich habe so Lust auf Ferien, ich will auch Ferien. Und es hat mich so richtig, Bro, ich kann nicht warten bis im September. Und wir haben ja auch noch nicht mal wirklich etwas geplant im September. Wir werden ja wahrscheinlich so Südfrankreich-Reise machen, wir haben ja noch nichts gebucht. Also wirklich so, darum bin ich wirklich so zum Chunk gewesen, Bro, ich habe so Lust, zum ans Meer gehen. Ich will einfach weg von diesem Loch. Ich will einfach aus dieser Hütte raus. Ist mir egal, wohin. Voll. Und wir haben dann, ja, ganz spontan. Oh mein Gott. Wir gehen jetzt einfach auf Mallorca. Wir gehen einfach auf Mallorca. Aus 2 Gründen. Ich war ja dieses Jahr schon in Mallorca an der Hochzeit. Und das war genau der Grund. Ich war das erste Mal dort in Mallorca und das hat mir richtig gefallen. Ich habe es richtig schön gefunden. Und irgendwie, wir waren 4 Tage lang und durch das, dass die Hochzeit war, habe ich das Gefühl, ich habe gar noch nicht so viel gesehen. Also wir sind halt vor allem mit diesen Hochzeitsspots gewesen, die sind mega schön gewesen. Aber sonst habe ich so das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich will eigentlich gerade, ich habe wirklich so mega das Gefühl gehabt, ich will dort bleiben, ich will gar nicht weggehen. Ja, und der andere Grund war basically, dass es die billigsten Flüge sind, shame on us. Aber ja, von dem her gehen wir jetzt wirklich richtig spontan für 6 Tage nach Mallorca. Und ich freue mich richtig. Ich freue mich komplett. Genau, das ist sehr geil. Vielleicht gibt es die nächste Podcast-Folge mit dem Can dann, wo wir in der Ferien sind. We gonna see. Es ist wirklich immer in Mallorca. Die letzte Podcast-Folge mit dem Can war schon in Mallorca. Lol. Genau, wir kommen noch zum Lustigsten von der Woche. Oh Mann, es ist wieder so, wirklich so eine Furz-Story. Macht euch gefasst, es ist wirklich eine Furz-Story. Wir sind ja in einer Wohnung, der Can und ich, wir haben wie so ein Stegenhaus. Und wir sind irgendwie so heimgekommen. Ich weiß gar nicht warum. Weißt du, manchmal, wenn ich mit dem Can unterwegs bin, dann fühle ich mich so zu wohl. Also weißt du, dann auch wenn ich in der Öffentlichkeit, also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei uns unten dran zu der Tür reinlaufen, dann bin ich ja schon wieder heim. Dann fühle ich mich schon wohl. Und wir waren in diesem hohen Stegenhaus und wir sind dann immer am Urblöden. Keine Ahnung, sind wir am Singen oder also ich weiss doch auch nicht, das ist wie so, ich habe jetzt das Gefühl, dass mich da Leute hören oder so. Und ich lade halt einen Monsterfurz ab, keine Ahnung, damit der Can lacht. Wirklich ein Monsterfurz. Also, so weißt, es hat so ein Echo gegeben. So, könnt ihr euch vorstellen. Und der Can lacht halt so, wir laufen weiter. Plötzlich höre ich oben den Schlüssel und so wie die Tür zugeknallt. Also zuerst die Tür zugeknallt, nachher der Schlüssel. Und es läuft uns einfach eine Frau entgegen und die ist 100% genau dann auch im Gang gestanden, halt oben dran. Die haben mich einfach so fett furzen. Gut, sie haben wahrscheinlich gemeint, das ist der Can. Das ist echt gut. Das ist unser Privileg als Frau, dass man nicht denkt, dass wir furzen. Oh Mann. Nein, aber dort habe ich wirklich... Es ist nicht mal peinlich, es war einfach nur lustig gewesen, weil sie läuft so an uns vorbei und der Can und ich haben genau das Gleiche im Kopf von «Oh mein Gott». Und wir sind so «Hallo», weißt du, so mega lieb Moin sagen. Sobald sie um die Ecke ist, der Can schaut so zurück mit so riesen Augen und so das Lachen, weißt du, so kann fast nicht heben. Das war wirklich ein lustiger Moment gewesen. Genau. Und ich lese mal wieder einen Kommentar vor. Habe ich schon lange nicht gemacht. Oh nein, habe ich ihn jetzt gar nicht gescreenshottet. Oh doch, habe ich. Und zwar von der lieben Yara Herzli. Sie hat geschrieben, hey Nati, ist wieder mal eine mega coole Podcast-Folge gewesen. Dankeschön. Kommt jetzt mega random, aber haben wir fragen, ob du willst oder wirst einen Live-Podcast machen. Ich fände das mega cool und will es mega feiern. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend und liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Und ja, also ich muss jetzt das mal mit euch besprechen, weil es kommt immer mal wieder die Frage, ob ich einen Live-Podcast machen soll, ob es mal einen gibt und eigentlich mega herzig. Also ich finde es wirklich richtig cute und es freut mich mega fest, dass das Interesse von euch besteht, dass ich mal einen Live-Podcast mache. Und ich bin auch in letzter Zeit immer wieder ein bisschen mehr mit dem Gedanken am Spielen, weil bis jetzt hat es nie einen gegeben, aus 2 Gründen. Zum einen einfach wegen Zeitgründen, um das Ganze zu organisieren und so, ist das halt viel Aufwand. Und zum anderen, ich habe keine Eier,
Ich weiss nicht, irgendwie so, eigentlich stehe ich mega gerne vor Leuten. Also zum Beispiel jetzt so bei Vorträgen oder so, finde ich ultra nice. Und eigentlich müsste es ja dann noch einfacher sein, vor Leuten zu stehen, wo du weißt, die kommen jetzt wegen dir. Die sind jetzt nicht da. Also klar, ich bin in der Klasse, die könnten dich alle scheiße finden. Und irgendwie, wenn ich einen Live-Podcast mache, dann würden ja obviously nur Leute kommen, die Bock drauf haben, zu mir irgendwie zuhören. Darum eigentlich, ja, muss ich mir gar nicht so einen Kopf machen, aber ich eigentlich die ganze Zeit so, ist einfach so ein bisschen Eierflattern, ich weiß nicht. Aber ich hätte eigentlich einfach Bock, vor allem ich würde nicht einfach nur vorne labern, sondern ich würde es so ein bisschen wie showmäßig machen, keine Ahnung, irgendwie noch auf jeden Fall Gäste dazu holen, also Nina oder der Can oder meine Family oder vielleicht sonst noch ein paar Special Guests. Ich könnte ja dann auch noch so, schreibt mal ein paar Sachen in die Kommentare, was ihr euch wünscht, wenn ich einen Live-Podcast mache. So ein bisschen kreative Sachen, die man machen könnte. Oder vielleicht auch zum Thema 9-Pause. Was könnte man da Kreatives machen? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Ideen. Genau. Und, oh mein Gott, jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn. Das ist mega random. Ich wollte das schon lange mal im Podcast erzählen. Oh nein, finde ich das jetzt? Ja, ich habe es jetzt gerade gefunden. Oh mein Gott, ich muss es kurz erzählen. Es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Oh mein Gott. Und zwar hat ein Girl, nein, es ist so herzig. Also ich habe jetzt gerade nur das Bild gefunden, vielleicht finde ich das andere nachher auch noch. Hat einfach eine Zeichnung wieder gemacht. Sie hat einfach eine Zeichnung gemacht. Ich habe ja schon mal, warte, ich will schon das andere finden, weil das ist noch ein bisschen cooler, also weil es um den Podcast geht. Da! Und zwar habe ich ja schon mal erzählt, irgendwo bei irgendeinem Podcast, wo es um das Thema Lebensziel oder irgendwie so zukunftsmäßig so geht, dass ich in der Schule angefangen habe zu zeichnen und dann über das zeichnen, wo vorne geredet wird. Und dann habe ich so als Joke gemacht, dass ihr ja das auch machen könnt während dem Podcast hören, dass ihr einfach eine Zeichnung macht von dem, wo ich labere. Und das hat ja wirklich ein Girl gemacht und ich habe die Zeichnung gezeigt. Und es hat jetzt einfach ein anderes Girl eben auch gezeichnet und ich finde das so herzig. Ich muss euch das schnell zeigen. Warte schnell. Sieht man es? Es ist ein bisschen überbelichtet. Doch, man sieht es schon. Es ist oben dran einfach so, warte, ich sehe es gerade selber gerade nicht, aber oben dran das Bild von meinem Cover und unten dran Schweizer Kreuz und Zürich-Kreuz. Zürich-Flagge und was steht noch? I love Flomis. Jeden Donnerstag 00. Und nachher unten dran I won't fall again, I'll be my own leader. Nothing can burn me. No, das ist einfach der ESC-Song von Norwegen. Nein, es ist so herzig, ich kann nicht mehr. Es ist wirklich richtig cute. Und das andere Bild, was sie geschickt hat, sie hat wirklich eine Zeichnerin. Da. Das ist mit dem Lino, meinem alten Häusli, der gestorben ist. Sehen wir das? Ja, mit einfach mein Gesicht nicht gesehen, in dem Fall. Das bin ich mit dem Häusli. Also wirklich, wenn ihr mal irgendwann eine Zeichnung gemacht habt von mir oder eben von der Podcast-Folge, dann schickt sie mir unbedingt. Und dann sage ich es im Podcast, das ist wirklich richtig, richtig cute. Da freue ich mich immer mega fest, weil das ist so krass. Einfach so, dass Leute sich so Zeit nehmen, um einfach so etwas zu zeichnen. Das ist so cute. Wirklich richtig, richtig herzig. Voll. Also, ja, das wollte ich unbedingt noch gerade erwähnen, weil es ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, ich habe das vergessen. Das tut mir ja so leid, oh mein Gott. Genau, aber wir kommen jetzt auch schon zum Tagebuch und ich merke, ich habe wieder schon viel zu viel gelabert. Vielleicht, ja, also wirklich, wenn ich die nächste Podcast, es ist ein langes Buch, die nächste Podcast-Folge, wenn ich von dem direkt Buch vorlese, ich mache wirklich 10 Minuten, nein, nicht mal 10 Minuten Update. Es gibt so ein wirklich 3 Minuten Update. Und nachher haben wir mehr Zeit zum Lesen, weil ich muss eben nachher, ich muss jetzt ein bisschen stressen, weil wir eben nach der Hausnahme zurückbringen und das ist ein bisschen mühsam, weil ich habe kein Auto da und wir müssen halt das ganze Zeug bringen wir nur mit dem Auto zu meinen Eltern. Das heisst, ich muss zuerst mit dem Zug heim, dann mit dem Auto daher, den Has holen, also ins Auto tun und alles ins Auto tun, mit dem Auto zurückfahren, den Has tun, alles schön machen, im Essen machen und dann wieder mit dem Zug heimfahren. Also wirklich 4-mal die Strecke machen, was halt unnötig ist. Aber eben, es ist, bei meiner Family ist halt nicht daheim. Genau, von dem her, es wird noch eine lange Nacht und ich muss halt dann packen. Genau. Aber wir fangen an. Jetzt ist gerade die Frage, wie nennen wir ihn dann? Weil der muss ja schon einen speziellen Namen haben. Das ist ja nicht einfach so ein 0815-Typ von diesen 50 Typen, die ich vor ihm hatte, vom alten Tagebuch. Sondern wir nennen ihn, ich hasse das, Mike. Sollen wir ihn Mike nennen? Ist das ein cooler Name? Mike ist cool, ja. Okay, der Mike. Okay, also wir haben Schreibe und Zeige, den 6. Juli 2014. Da bin ich gerade frisch 13 geworden. Und ich muss vielleicht ganz kurz vorher
ausholen, weil ich habe die ganze Kennenlern-Story, also ein bisschen habe ich sie reingeschrieben nachher, aber wie die ganze Vorgeschichte habe ich nicht, weil die ist mega creepy, die ist creepy as fuck. Ich bin damals, also da, als ich das geschrieben habe, bin ich in der ersten Sek gewesen. Oh nein, in der 6. Klasse bin ich gewesen. Doch, ich bin in der 6. Klasse gewesen. Und ein Jahr vorher, als ich in der 5. Klasse war, war er in der 6. Klasse gewesen, also er war ein Jahrgang oben an mir gewesen. Und ich habe ihn eben die ganze Zeit auf dem Pausenplatz gesehen. Er hat so eine neongrüne Kappe angehabt und er war am Ping-Pong spielen gewesen. Oder ich habe ihn gesehen, wenn er mit dem Velo heimgefahren ist und so. Also wie, er war mein Schulhaus-Crush gewesen. Ich habe noch nie mit dem sich geredet. Der hat nicht mal gewusst, dass ich existiere. Und ich habe den hot gefunden. Ich habe den nice gefunden. Ich habe einfach herzig gefunden. Wirklich so irgendwie... Ja, es ist einfach so wirklich der typische Crush, so, den du in der 5. Klasse hast. Du findest ihn herzig und... Ja, und ich kann mich nur noch an einen Moment erinnern, wo beim Veloständer mein Velo neben ist, weil ich habe immer extra mein Velo neben und ich habe alles, by the way, über ihn gewusst. Das ist auch etwas, wo man sagen das war fucking creepy gewesen. Der Sieg hat keine Ahnung gehabt, wer ich bin und ich bin fucking in love mit ihm und ich habe ihn gestalkt. Ich hatte eine ganze Liste mit Vornamen, Nachnamen, Namen der Eltern, Namen der Geschwister, Namen der Haustiere, seine Adresse, seine Handynummer, seine Lieblingsfarbe. Also wirklich, ich habe alles aufgeschrieben. Alles. Ich habe mir damals auch schon mit meiner Kollegin überlegt, weil ich seine Adresse kann, um ihn zu beobachten, wie sie Maus die Heine. Es ist so schlimm. So, ich habe wirklich alles über ihn gewusst. Ich habe alles über ihn gewusst. Ich weiss auch noch, ich habe damals extra eine, die in seiner Klasse ist, so nach seiner Nummer gefragt. Und ich habe ihm nie geschrieben. Ich habe einfach die Nummer gehabt. Ich habe keine Eier gehabt. Nein, ich hatte einen iPod Touch gehabt, darum konnte ich ihn nicht schreiben. Aber das ist schon mal zu dem. Und dann habe ich das jetzt erzählt, dass wir die Velos nebeneinander haben. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo ich mich jetzt eben noch mal erinnere, wo wir dann gleichzeitig beim Veloständer waren. Und irgendwie sein Velo ist dann so auf mein Velo gefallen. Und er hat mich dann angeschaut und so, oh, sorry, gesagt. Und das ist für mich so, oh! Also so richtig, Das war der Gossip, den ich nachher meinen Friends erzählt habe. So, das war der Vibe. Ich war voll verknallt und ich bin obsessed mit ihm. Wenn ich gesagt habe, ich bin wirklich obsessed mit ihm. Und dann hat es irgendwann so ein Tractor-Pulling gegeben. Also, ich wissen, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, das ist normal. So ein Traktoren-Pulling, wie sagen wir das? Keine Ahnung, wo du halt Traktoren kannst anschauen und ich glaube, es hat sogar noch Traktorenwetter gegeben. Also ein richtiges Dorffest. Und ich bin damals in der 6. Klasse, bin dann mit ein paar anderen Leuten gegangen und er und seine Friends waren irgendwie auch gerade dort gewesen, und ein paar von meiner Gruppe und ein paar von seiner Gruppe, die haben sich irgendwie gekannt und dann sind wir alle zusammen ein Getränk geholt, weil der eine dort bei der Bar gearbeitet hat. Und dann haben wir das gratis bekommen. Und der Mike hat dann wie für uns alle geholt und hat dann wie das verteilt. Und dann hat er mir das Getränk gegeben. Und für mich war das, oh mein Gott, er hat mir das Getränk gegeben. Und das war eben ein Jahr später, als er schon in der ersten Sek war. Und ich noch in der 6. Klasse. Und dort ist mir wieder in den Sinn gekommen von, oh mein Gott, ich habe jetzt ein Handy. Und ich habe ja noch seine Nummer. Und ich bin nach dem Traktorenfest bin ich wirklich heimgegangen. Weil ich mein Handy nicht mehr dabei hatte, glaube ich. Das war eine andere Zeit dort. Und habe Eier bekommen, also habe meine Eier in die Hand genommen. Ich habe es auch damals voll easy gefunden. Ich habe wirklich, glaube auf den Moment gewartet, bis ich ein Handy bekomme, um ihm zu schreiben. Weil ich seine E-Mail-Adresse nicht hatte. Und habe ihm geschrieben. Und ich habe ihm geschrieben, hey, ich bin Nati, die vom Traktorenfest. Du hast mir ein Getränk in die Hand gedrückt, ich war die blond gewesen. Er hatte keine Ahnung gehabt. Und so hat sich das dann irgendwann ergeben, dass wir miteinander geschrieben haben und so. Voll cute eigentlich. Und dann hat es das erste Treffen gegeben. Aber das erste Treffen habe ich da reingeschrieben. Darum ich erzähle jetzt gar nicht zu viel. Aber es fängt jetzt einfach an. Und der 6. Juli war dann, wo wir uns so frisch schon gekannt haben. Also wir haben uns ungefähr einen halben Monat gekannt. Und es war eben sein Geburtstag. Er hat mich voll herzlich zu seinem Geburtstag eingeladen. Oh, es war so cute. Er war eben so 14 und ich 13. Auf jeden Fall, wir lesen vor. Sonntag, 6. Juli 2014. Heute bin ich aufgewacht und ich wusste genau, ich gehe heute in die Kirche. Das war auch noch mal eine andere Zeit. Und nachher an Mikes Geburtstag. Wir gingen, wie gesagt, in die Kirche, denn es war das letzte Mal vor den Sommerferien. Nachher gingen wir nach Hause. Um 13.50 Uhr fuhr mich meine Mom zu Mike. Ich war irgendwie negativ aufgeregt. Ich hatte Angst. Keine Ahnung wieso. Ich hatte auch schon ein wenig Tränen in den Augen. Oh, Sheila! Auch deshalb wegen der ganzen Story mit dem Mobbing meiner Ex-Kolleginnen. Oh, jetzt will ich mich gerade selber in den Arm nehmen. Oh, ja, die 6. Klasse war hart. Jedenfalls kamen wir an und sahen gerade Mike kommen und er strahlte mich an. Ich klammere immer noch mit Tränen in den Augen, stieg aus.
Ich sagte Hallo und streckte die Hand entgegen. The fuck. Doch er umarmte mich von hinten. 3 Ausrufezeichen! So, oh mein Gott! Weil das ist mein erster Freund. Ich habe vorher noch nie, für die alten Tagebücher vorgelesen haben, es hat nie Moves gegeben. Das Krasseste war das Händchen mit einem. Sonst gar nichts. Und dass mich mal ein Typ nur schon umarmt beim Heu sagen, ist so, oh mein Gott! So, eben, Bro, ich habe mir eine fucking Hand geben. Ja, auf jeden Fall hat er mich vorhin umarmt. Und nachher, es lief alles gut bis... ich wieder in Tränen geriet. Ich ging aufs Klo und Mike mir hinterher. Das ist eben, dann hat so schon sein Geburtstag angefangen und ich habe mich so brüllen und bin aufs WC gesäckelt. Ich erzählte es ihm, also wegen Mobbing, und rief seine Schwester. Sie kam zu mir und sie beide trösteten mich. Dann kam auch noch die Mutter, die mich ebenfalls tröstete, vollherzig. Ich rief dann Mom an. Sie holte mich ab und die beiden Moms unterhielten sich dann noch eine halbe Stunde. Am Abend war noch bla 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 bla. Bei uns, es war toll. Später machte ich noch meine Hausaufgaben. Geil. Das war voll geil. Da haben unsere Moms gebondet. Die sind, by the way, jetzt noch Friends. Das ist voll lustig. Ja, cute. Und jetzt kommt eben das Weirde. Ich habe da seine Haare eingeklebt. Das ist so weird. Eben, ich bin obsessed gewesen. Und nachher da so eine Chewing-Gum-Packung von Spar. Da hat er reingebissen. Warte schnell. So fucking weird. Genau. Oh mein Gott, ich kann ja nicht mehr. So, nächste Seite. I love Mike ganz gross. Heute ist der 17. Oktober. Wir haben jetzt schon einen Sprung gemacht. Da sind wir beide schon zusammen gewesen, weil wir sind... Oh mein Gott, wir hatten jetzt einen Jahrestag. Am 18. August. Krank. 11 Jahre. Wuhu! Ja, auf jeden Fall sind wir da schon zusammen gewesen. Heute ist der 17. Oktober. Ich kann überhaupt nicht einschlafen. Ich habe irgendwie Angst wegen morgen. Er hat mir gesagt, dass er mit mir irgendwo hingeht und es eine Überraschung sei. Stimmt. Ich freue mich schon, aber ich würde mich gerne darauf vorbereiten. Zum Beispiel mit Kleidung oder so. Heute war es ein cooler Tag. Meine Familie ging mit ihm und ich zuerst in die Ikea. Also, by the way, die Überraschung war nachher Alpamare. Das war horrible. Weil meine Mama hat genau gewusst, wo wir hingehen und sie haben ein Bikini gepackt. Und ich bin so 13, Pubertät, fühlst dich unwohl im Körper und dann auch noch mit einem Typ. Nein. Aber also ja, es war nachher cool gewesen, so. Aber ich weiss einfach noch, ich habe so Panik geschoben, als ich gesagt habe, wir gehen ins Alpamare. Also für die, die Alpamare kennen, das ist einfach ein Wasserpark. Genau. Dann sind wir noch in die Ikea gegangen. In der Ikea klauten wir tonnenweise Bleistifte. Wir haben sie alle gezählt. Es sind 117 Bleistifte. Und wir gaben sie aber wieder zurück. Sehr brav. Auf dem Hinweg weinte er ein wenig. Zuerst war tolle Stimmung. Doch er wendete sich immer mehr zum Fenster und ich sah, wie ihm eine Träne hinunterfloss. /Guss. Wow. Schon damals kein Deutsch können. Ich nehme an, es ist wegen seinen Eltern. Er führt momentan eine schwere Zeit. Seine Eltern trennen sich. Ja, stimmt. Oh, ja. Ja. Ich versuchte ihn zu trösten, aber ich weiß nicht, ob er es bemerkt. Das ist damals schon noch schwierig gewesen. Einfach weil du bist noch nicht in dem Alter, wo du wirklich gut miteinander kannst kommunizieren. Und wo einfach wie, wir haben immer rumgeblödelt, aber es hat wir nie tiefe Gespräche gehabt. Und das habe ich schon schwierig gefunden, weil er hat halt wirklich eine heavy Zeit durchgemacht. Und ich habe halt voll nicht gewusst, wie mit dem umgehen. Ja. Anyway. Auf jeden Fall, vom 14. bis 15. Oktober 2014 übernachtete er bei mir das erste Mal. Wuhu, es wird spicy. Oh mein Gott. Okay, an die Nacht mag ich mich sogar noch erinnern. Jetzt bin ich gespannt, was ich geschrieben habe. Es war toll. Ausrufezeichen. Wir hielten uns die ganze Zeit in den Armen. Oh, wie herzig. Oh mein Gott. Im Nachhinein erzählte er mir, ja, jetzt kommt der Part, er hätte mich geküsst. So im Halbschlaf konnte ich mich noch mittel daran erinnern. Er war, so konnte ich mich erinnern, irgendwie schön. Das ist voll funny, weil ich kann nie zugeben, dass ich mich wirklich mal erinnere, weil ich so die ganze Zeit ich bin im Halbschlaf war. Aber ich weiß gar nicht wieso, weil ich mich schon erinnere. So, ich kann es ja auch wie, keine Ahnung, du bist so zusammen am Kuscheln, es ist die erste Nacht, es ist alles aufgeregt und wie, es ist ja irgendwie alles so ein bisschen im Raum, dass irgendwann vielleicht mal der erste Kuss passieren könnte. So. Und gerade wenn du halt so im Halbschlaf bist und es ist so mega romantisch, aber du hebst dich in den Arm und so, dann hast du auch viel weniger Hemmungen, dass es passiert. Also so im Alltag, dann brauchst du viel mehr Eier, um dich zu küssen. So. Und ich weiss einfach noch, dass, ja, wir sind mega nahe mit den Lippen schon so gewesen, und ich habe jetzt wie nicht, also wie, wenn ich das nicht hätte wollen, hätte ich ja vielleicht
jetzt nicht mega geschaut, dass meine Lippen nicht bei ihnen sind. So. Und er war wieder so ein bisschen halb wach und hat so, keine Ahnung, mich gestreichelt, whatever, keine Ahnung mehr. Und er hat mich dann eben geküsst aufs Maul. Also ganz kurz so, genau, und ich glaube, mir war es einfach unangenehm gewesen, oder ich habe wie nicht wollen, dass das als mein erster Kuss gilt. Und darum habe ich wie so gesagt, nein, ich kann mich nicht mehr erinnern. Weil unser offizieller erster Kuss war eben nachher später auf der Couch, wo wir zusammen Kevin allein zu Hause geschaut haben. Und irgendwie mega weird, dass er mich auf den Backen geküsst hat, dann habe ich ihn auf den Backen geküsst, dann hat er mich wieder auf den Backen geküsst, dann habe ich ihn wieder auf den Backen geküsst und er hat sich auch umgedreht und haben wir uns so geküsst. Das war schon das erste richtig Kuss gewesen. Romantic. Das ist echt das, fast mehr Romantik, Alter. Auf jeden Fall, im ersten Augenblick erschrak ich, doch dann genoss ich es einfach. Seit dort fühle ich mich irgendwie auch wohler. Wir hielten uns die ganze Zeit in den Armen, sogar bis am Morgen. Alter, das ist so herzig, ich kann nicht mehr. Wir blieben etwa bis 4 Uhr morgens wach. Ich erinnere mich immer an unser erstes Real-Life-Szene. Jetzt kommt noch die Story, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Das ist auch so herzig, das ist wirklich mega cute. Eben, kurz vorstellen, wir haben immer miteinander geschrieben, vielleicht so eine Woche lang, und dann haben wir wie so mal abgemacht. Also, ich weiß noch, als ich wusste, dass er später aus hatte. Weil wir sind ja die gleiche. Nein, er ist eben nicht mehr in der gleichen Schule, genau. Am Freitag und deshalb vorhatte, ihm während er heimfuhr, ihn über den Weg zu kreuzen. Weil wir ja gleichzeitig Schule haben. Doch dort wusste ich noch nicht, dass er einen anderen Weg fuhr. Ich machte mich hübsch, nahm meinen ganzen Mut zusammen und holte meinen Scooter. Ich fuhr zum Kreisel. Dann schrieb ich ihm, dass ich dort und da wäre. Er freute sich total und fuhr stattdessen zu einem anderen Kreisel. Während ich sehnsüchtig darauf wartete, ihn endlich mal zu sehen, suchte er mich im anderen Kreisel vergeben. Stattdessen erfuhr er doch noch, dass ich an diesem Kreisel war und nicht an dem anderen. Ich dachte, er käme von Richtung anderer Ort hinunter, doch er überraschte mich von hinten. Ich hörte ein Hallo und schaute nach hinten. Ein großer Zuck entstand in mir. Den Jungen, den ich seit der 5. Klasse liebe, kommt extra von A nach B, ausgerechnet zu mir, um mich zu sehen. Ich habe noch ein genaues Bild im Kopf, wie er mit Sonnenbrille und seinem grünen Velo von hinten mir winkte und mich mit einem süßen Lächeln schüchtern anlächelte. Bild auf nächster Seite. Wow, ich habe eine Zeichnung gemalt. Hübscher in Wirklichkeit als auf dem Bild. Warte, ich zeige so schnell. Vor allem fucking Sonnenbrille mit so dem Topmodel-Stickers, Alter, ich lieb's ja. So nice. Gut, wir gehen weiter. Ach, ich liebe ihn einfach. Er ist immer so aufgestellt und liebevoll. Bei ihm muss ich keine Angst haben, ihn zu verlieren. Plot Twist. Das ist Spaß. I love Mike. Gute Nacht. Jö, so herzig. Und nachher ein Bild von ihm, das er mit seinem alten Handy geschickt hat. So, da haben wir ein paar Bilder von uns. Mein Engel. So, wir kommen zu der letzten Story von heute. Die ist auch richtig cute. Und dann machen wir sonst in der nächsten Podcast-Folge weiter, wenn euch das interessiert. Es wird auf jeden Fall noch spannend, weil es kommen dann auch noch die ersten Dates und alles. Und ich weiß gar nicht, ob die erste Intimität auch kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hingeschrieben habe, aber ich denke dann, nee, ich darf das niemandem erzählen, dass ich das gemacht habe. Aber wir schauen mal, sorry. Also, was ist da für ein Datum? Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwann im 2014 wahrscheinlich. Also, hoi. Jetzt habe ich sogar auf Schweizerdeutsch gewechselt. Ich bin ein bisschen erwachsener geworden und kann die Schweizerdeutsch schreiben. Hoi, ich weiss, das ist... ich liebe, wenn ich geschrieben habe. Hoi, ich weiss, das ist Fail. Aber circa 3 Minuten wird der Mike zu mir kommen. Das ist Fail. Ich freue mich voll. Ich kann es gar nicht erwarten. Heute habe ich ihn gesehen, als ich ausgehauen habe. Da bin ich nachher auch schon in die Sek gekommen. Und dann bin ich eben in der ersten Sek und er war in der zweiten Sek. Das heisst, man hat sich auf dem Schulhaus wieder gesehen. Er ist direkt neben meinem Velo gestanden. Ich weiss, ich schreibe da voll die Scheiße rein. Und das war irgendwie auch so weird, weil wir sind so dann irgendwie offiziell zusammen gewesen, aber es war noch nicht so der Vibe gewesen, wo man sich auf dem Schulhaus geküsst hat oder so. Sondern dann hat man sich gesehen und hat man einfach so «Hoi» gesagt. Oder es ist so, es ist irgendwie immer noch special gewesen. Wenn man so privat, haben wir das wirklich fast täglich gesehen eigentlich. Ja, es ist so die herzige erste Liebe. Also, aber auf jeden Fall sollte ich eigentlich für den Testmann lernen, schiesst mich voll an. Genau nach 1 Minute sollte er da sein. Ja! Jö. Ich höre gerade sein Töffli. Also muss aufhören schreiben. Bye, bye. Danke für den Beitrag. So. Nächste Seite. Yeah!
Er ist einfach so herzig. Das habe ich wahrscheinlich alles geschrieben, als er gegangen ist. Heute hat er mir ein Schoki-Herzchen geschenkt. Ich habe ihm auch mal eins geschenkt und heute hat er mir eins geschenkt. Ich weiss, ich bin hobbylos, aber wie ich halt bin. Ich kann es einfach behalten. Vor allem, ich bin hobbylos. Sagt mir das heute noch? Das war früher einfach das Ding. Es ist ein bisschen verkrugelt, da ich es vom Kübel rausfischen musste. Ich sehe, ich bin fucking obsessed gewesen. Der hat mir wahrscheinlich das Schokiherz geschenkt. Ich habe es instant gefressen, das Papier in den Kübel gerührt, vor ihm halt, weil ich nicht wollte, dass er sieht, dass ich es behalte. Und ich habe es wieder aus dem Kübel gefischt und ich habe es, in mein Tagebuch geklebt. Das ist ja so herzig. Ich habe auch noch was anderes behalten. Da, Ofenmaltine, Schoki. Bro, vor allem, du siehst das Ablaufdatum. Fucking 31.05.2015, Alter. Ew. Naja, er weiss, dass Ofenmaltine meine Lieblingsschokolade war und deshalb überrascht er mich damit. Das fand ich voll süß von ihm. Er ist der allerbeste Mann, mit einem N, den man sich nur wünschen kann. Na, cute. Sehr, sehr cute. Haben wir noch Zeit für eine Story? Ja, komm, die letzte. Was ich auch echt herzig... Jetzt bin ich wieder bei den Hochdeutsch, Alter. Was ich auch echt herzig von ihm finde, ist... Warte, ich muss von Anfang an anfangen. Ich habe ihm einen Weihnachtskalender gemacht. Zuerst hatte ich das Gefühl, er sei überfordert. Doch er hat gesagt, er könne keinen Kalender machen. Ich bin zwar traurig gewesen. In der Pizzeria hat seine Mama über das geschnurrt. Geschnurrt, das Wort. Schnurren. Bro, gibt es das Wort noch? Oh mein Gott, das ist so krass. Ich benutze nie mehr das Wort schnurren. Geschnurrt. Die hat er dann einfach gesagt, dass der Kalender für seine Mama wäre. Doch eine Woche später bin ich zu ihm und er hat mich mit einem riesen Kalender überrascht. Er war mit seinem Vater im Migros und sie haben alle Päckchen violett eingepackt. So fucking herzig! Und da siehst du das Bild vom fucking Kalender. Schau mal, wie cute. Richtig cute. Was steht so auf dem Kalender? 21. Noch 3 Tage, dann Weihnachten. Noch 1 Tag. Wow. Voll herzig. Sehr, sehr cute. Ja, das war's auf jeden Fall mal von heute. Ich will gar nicht zu viel spoilern, aber ich weiss nicht, wie viel drin ist, eben von wie wir auseinander sind und eben das erste Mal, sonst so. Also ich bin Jungfrau, also so. Aber ich weiss halt nicht, wie viel man da reingeschrieben hat. Aber ich glaube auch noch der erste Kinobesuch und einfach so die ersten schnuggeligen Sachen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es in die Kommentare. Und wir gehen jetzt mal den Hase zurückbringen. Süßer Hase! Willst du noch etwas sagen? Bevor... Sieht man ihn überhaupt? Willst du noch etwas meiner Community sagen? Weil die finden dich alle fucking geil. Schau mal da. Das war sein Beitrag. Ich weiss nicht, ob man etwas gehört hat. Aber ich würde sagen, vergesst nicht, den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung zu geben. Wir haben mittlerweile 4.200. Wir sind eins rauf. Also, mein Ziel bis 5'000 bis Ende Jahr ist näher. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ich freue mich mega fest, wenn ihr das noch macht. Ist ganz einfach. Und ich vergesse nicht, mehr abstimmen. Habe ich das schon gesagt in dieser Podcast-Folge? Also, ja. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche vielleicht in Mallorca wieder. Tschüss!